Kloklustert. 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 Kloklustert? Kloklustert. Willkommen zu uns Tweeterich von Kloklustert, in pladütschen Podcast über Wetenschap und Seelschap. Ja, in dieser Reich scheiß ich eins das Thema Sprog-Politik drein. In verleden Stremel sind wir all das Slagwort Sprogplan Niederdütsch 2050 norgorn und wat dat heten deit. In Deal davon habt wir auch ansnackt und dat ist des Sprog Utbau, also dat in des Sprog inhaltlich und in Status starker mockt. Und dat wird wie von doch noch wat nauer ankicken, weil dat just für Platt in heel wichtig Thema is. Mein Name ist Christiane Ehlers und bei mir zu Gast habe ich Jan Graf und Kevin Behrens. Moin, die beiden. Moin, hallo. Moin. Ja, Jan, wie habt hier verleden Mal alte Hobsetten, als wir über den Sprogplan snackt heft. Was ist denn die du als wichtigsten Punkt hang bleiben? Geld und Akzeptanz. Geld, was neudig ist, und Akzeptanz biete einsprogige Mehrheit dafür, da das scheun ist, da das de plattische Sprog gibt und dat do wat für Don waren mut, dat das wieder hingift. Ja, und wie denn Sprog Utbau, da geht das ja im Nähe wör. Was denkt die beiden? Wo weit hebt uns Plüschmoors und Bregen Plitschmaschinen all op'm Weg bräucht oder auch vielleicht davon afbräucht? Ja, also ich glaube, mit Verlauf, eigens hat uns das wieder zurückbräucht. Nicht bloß wieder, das wäre ja Gift. Das kann man ja so brauchen, privat, wenn er will. Ich glaube, das große Problem wäre dabei, dass die Medien bloß diese wäre ja schon was Rücknahmen habt. Also wie das denen natürlich mehr Klicks gibt im Internet, das ist witzig, da verbindet die Emotionen mit, wenn wir nur so was habt als Persch für Plüschappel oder wird eine künstliche Intelligenz, das mag keinen Klicks. Also von deswegen braucht er natürlich was Witziges und dann kriegt, weiß ich nicht, der NDR oder ein anderer Medienanstalt kriegt dann natürlich mehr Klicks und das mag mehr Präsenz, und ich glaube, das ist das Problem, dass der Plattdeutschen im Bloß, ob das aber ja reduziert wird und nicht, dass das ein vollkommenes System ist. Das warst du wahrscheinlich auch nicht ut der Welt bringen, da das so ist. Viele Menschen wiest, dass Plattdeutsche ja ein Funkschauen tau, und diese Funkschauen ist eben diese Lustigkeit, diese Heimeligkeit herzustellen. Und das ist so dennig auch, was ein, estimieren kann, dass Plattdeutsch als Ding in der Wirklichkeit so ein tröstliche Funktion übernehmen kann. Das Problem war für uns denn graut, wenn wir selbst anfangt, uns sautau realisieren und nicht uns Sprog dafür wohren daut. Plüschmoors oder damals in Corona Snutenpulli, da muss man natürlich über das Thema Register schnacken. Und was von ein Register bedein ich, was von ein Register stelle ich als denn das einzige Register von ein Sprog hin und verswiech, dass ein Sprog, der ein volles Sprog ist, natürlich massenwies Register hat. Das ist nicht ganz einfach, das Thema. Das Niveau von den Utdruck kann Sied wehen, das kann Mittel wehen, das kann hoch wehen und noch ein paar dazwischen. Und in ein Nachrichtensend zum Beispiel, die den Rang von ein echte, seriöse Nachrichtensend haben will und auch schall, soll ich mir gaut überlegen, was ich wirklich Plüschmoors für Hummel brug. Oder was ist das vernünftige Wort für Hummel, das Plattdeutsche? Also ich glaube, Hummel ist auch Plattdeutsch, aber da gibt es auch noch Moss im. Ja. Auf jeden Fall ist das nicht Plüschmoors. Nee. Plüscharsch. Nun stell dir mal hochdeutsche Nachrichten vor, wo, was weiß ich, der Biologenverband zitiert wird, der den Schwund von Plüschersche beklocht in sin Pressmitteilungen. Worum schon wieder das Plattdeutsch staun. Das heißt, worum immer das Fass legen von das Plattdeutsche, ob das Siede-Register, ob das Siede-Stilniveau. Und das ist das Problem. Je mehr ich von Plüscharsch in der Öffentlichkeit schnack, je mehr lech ich, wenn ich das auf Hauchdeutsch stau, der hauchdeutsche Sprog, ja, ob das Siede-Register fasst. Das ist das, was passieren de. Worum schall ich das mit das Plattdeutsche mogen? Das, was ich gut eigen erfahren berichten kann, ist, wenn ein sowas anmarken deit, Moment mal, wo so sagst du an, das ist in das Umfeld, wo das überhaupt nicht hinpasst, Plüschmoors,
wo du eigentlich lieber hast Hummel sagen schuld, dass die denn Humorlosigkeit versmeten ward. Das ist ein Zitat. Humorlosigkeit. Auch von Sprekers, von Plattdütsche. Und das hat natürlich mit Bewusstsein zu tun, mit Bewusstheit für der Eigensprog. Viele Plattdütsche Sübs, die mit Plattdütsch abwussen sind, brugt die Plattdütsch an düsses D. Die brugt die emotionale Warms, die ut den informellen Utdruck kümmt. Und das ist natürlich echt dick, das Brett, das ein durchbohren muss, wenn ein durch beiden, ich sag mal, ja, Licht in das emotionale Düster bringen will. Du hast das just von den Nachrichten hat, wo du sagst, das ist nicht das passlich Wort hier. Wo anzieht er denn mit einem Kinderbuch ut? Mein ersten Wör Plattdütsch sind ein paar Bilder und du hast denn dabei, was das für Wör ob Platt sind. Und du hast die Frage, was steht da bei der Hummel? Ja, sag mir das, was steht da? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da Plüschmoor steht. Ja, dann ist das verkehrt. Also, nein, verkehrt ist das nicht. Aber das muss natürlich markiert werden. Ja. Was ist denn wie ein Hauchdütsch Kinderbauk, wo denn Vorrat auf Bild ist? Steht dort ein Drahtesel oder steht dort Fahrrad? Da muss man sich ja fragen. Für einen Kinderbauk, mit dat Kinder ja Sprog lernen schütt, wo ich doch das zumindest das mittelste Sprogniveau ansteuern. Das hätt aber die Lüde, das Burg Kinder vorlässt, die mag das eigentlich gar nicht. Die könnt vielleicht süffs Kind platt, habt dat Kinderburg und seht durch Chlor, Hummel het Plüschmoos auf Plattdütsch. Das ist ganz wichtig, auch an des der wirklich anzufangen. Chlor Nachrichten ist das nicht, das ist okay düdlich, aber wie mit auch kicken hier, wie Materialien mit de Kinder des Brok lehrt. Du habt wieder Söwige. Absolut. Also ich sehe, das Brett ist dick. Wenn du die Kinderbeuger wünscht oder Nachrichten sendst, wo zumindest das mittelste Sprogniveau oder Register ansteuert wird, dann ist damit verbunden, die fördern, das Plattdütsche als richtige, volle, echte, ernsthaftige, seriöse Sprog brugt wird und damit ja auch wiest wird und promoted an N. Und diese Entscheiden musst du für die erstmal dropen. Und ich glaube, dass viele Menschen tau diese Entscheiden nicht mehr die Kraft habt oder nicht den Sinn, wie das Sprog, als ich sehe, ein heil anderer Funktion hat. Das ist ja bloß noch ein Trümmersprog, und der ein sich Buchstein wies bedeinen kann, und nochmal, einen emotionalen Effekt zu generieren. Also, tun inst dich mal in Frage. Kevin, was ist denn die liebste Wort auf Plattdütsch und auch du, Jan? Ich glaube, das ist immer so die liebste Frau von ein Interview morgen mit. Ich stelle dann immer gerne die Frage, was ist denn die liebste Deutschwort? Also, ich glaube, da fällt dem ersten nicht in, was ist denn eigentlich mein liebsten Deutschwort? Also, ich finde, wenn das ein normaler, ernsthaftiges Sprach ist, dann ist das ein ziemlich komplexes Thema. Nicht bloß ein Aneinanderregen von enkele Wörter oder sowas, das ein obdehnen kann, wo ein sich dann einen rupicken kann. Für mich ist das, ich kann auch, weiß ich nicht, meine liebsten Grammatikregel oder sowas sagen, ob Niederdeutsch, das ist ja nicht bloß witzige Wörter, das ist ja ein heel System. Und wenn er in der Frage umstellt, dann weiß ich nicht, Christiane, was ist denn die liebsten Deutschwort? Ja, brauchen wir das mal zurück, genau. Aber die Frage, das liebste Plattdeutsch-Wort, ich weiß auch nicht, wo Forken ich hört habe. Ja, du ist das Kuriose, das Sensationelle, was einen denn söcht in das Sprog, ne? Wobei, so ein bisschen Mustern muss, ich hab, ob Hochdeutsch, ich ein Wort, das läufst du noch nicht unbedingt. Das wird wie nur wissen, ja. Ja, Ferkel. Ich finde, dass Ferkel von der Wortgestalt, von den Klang echt lustig ist, aber das ist nun das ist ja nun wirklich kein ernsthaften Kommentar in ein Podcast, der sich die ernsthafte Frucht von dem Sprog Utbu, von der Hauchdeutsche oder was werde ich gerade Plattdeutsche nun dreien schall. Das ist ja ein Spleen, den ein dann hat. Ja. Also mein liebste Plattdeutsche Wort, ja, das ist Plüschmoos und Isenbohn, Pol, Ob und Dol, Dreier. Glüfte Tein würde da Forken sagt, was könnt wir hier einfach so obtellen. Hey, ist sowas Bullshit-Bingo? Ist das denn Bullshit-Bingo? Wir sagen ja. Also ich glaube, bei Plattdeutsch gibt es viele verschiedene Orten von Bullshit-Bingo, was der nicht eins noch sagen kann. Ja. Aber Jan, du hast gesagt, wie willst du ernsthaftlich über das Brock Utbo uns wiederholen? Kannst du mal ganz kurz im Schreiben, was versteht ihn denn eigens in das Brock Utbo? Ich komme ja nicht aus der Wissenschaft. Und Herr Fliegers Sprog Utbu betrieben, wie Platt Rodeo, das wären
plattdeutsche Medienplattform, die das mal gegeben hat. Und da müssen wir, der Anspruch wäre, dass wir ernsthaft über Welt und Region berichten dort. Von Klimawandel über Krieg in der Ukraine, bis hin, nur was ist bei der Stormflut in Schleswig-Holstein. 2 Gehen. So. Eins, ob das heugere oder mindestens mittleres Stilniveau Register. Und du warst feststellen, ich weiß, das gibt die Platt-Enthusiasten, die sagt, oh, Platt kann ein eins sagen. Die Wahrheit ist aber, nee, das stimmt nicht. Weil uns Sprog von binnen her all recht was dünn ist in den Jahrhunderten, sieht das sie nicht mehr, mehr oder weniger formalisiert ja in Handel und Wandel betrieben worden ist. Und so dennig ist Sprog und Bu ein Akt schauen, ein Handeln, in der du Fälle, der du Plattdeutsch, grammatisch, semantisch, was weiß ich, lexikalisch, nicht mehr vernünftig bestellen kannst, wer dann ob Platt urbar mogen musst. Und mit inner kann das ein Wort wehen, was herm mut. Und dafür gibt das verschiedene Möglichkeiten, die du wählst. Der wir uns glicks mal ankicken wollt an enkelte Biesbellen. Kevin, kannst du vielleicht noch mal sagen, wo habt wir denn ob's dünns Problem, wo wir denn Sprog utbau bupen dort? Also ich glaube, dass das vor allem wie ein Wortschatz, wenn ihr da mal kicken deit, oder wenn ihr sich das mal mit der Deutsche ankickt, so neue Root findet oder neue Abdecken, sowas als Quantenverschränkung oder sowas. Weiß da gerade nicht Bupenkops, aber vielleicht hätte er einen Amerikanermarkt oder sowas. Und das Wort gibt dafür noch nicht auf Deutsch. Das müsste ne mündbaren und das ist dann auch so schön. Auf Plattdeutsch ist das nicht markt worden, wie da kein plattdeutsche Physikers gibt oder so. Und Plattdeutsch ist dann schon mal so eins dann bleiben und dann wird wie das wir quasi mehr von Plattdeutsch wird als bloß im privaten Sektor, mit wir das natürlich wiederfeuern. Und dort hört das auch, so als du schon gesagt hast, Jan, neue Wörter finden, für Sorgen, die da Plattdeutsch noch nicht gibt, über die wir auch was snacken wird. Wie habt ihr dann Ansprüche am Platt, über einen snacken zu wollen? Da hört auch was auch to, sich den Stand vom Plattdeutsch nur anzukicken, vielleicht ob die Grammatik sorgen, dass den da mal kickt, vielleicht können wir gewisse Regeln festsetzen, dass du Lü auch was mit einer Hand kriegt. Wir müssen kicken, dass wir Stilmittel aufbaut, wo uns können sich wissenschaftlich ausdrücken. Da gibt es noch nicht viele wissenschaftliche Antworten über Sorgen, die nicht über Plattdeutsch sind. Damit dann auch schon was kicken, wo uns können sich dann auch, also auf einem Hochniveau oder so was, auf Platt ausdrücken. Da gibt es das den Folgen nicht. Ja, Wetenschop. Also der Haugen, Dämon, sag ich schon, der Haugen Domänen, Wetenschop, Sellshop, Politik, Jurisprudenz, Politik und natürlich auch das hütige Weltschein. Wo lang hätte plattdeutsches Sprog nicht mehr das hütige Weltschein abbildet, ne? Ja, und das sind Einzelfälle, die mit einen noch aufbauen und ich glaube, da gibt es zu wenig Möglichkeiten oder zu wenig Leute, die da an Arbeit, wie das dann echt schon mal bloß ein paar Leute sind, die vielleicht mal zu der Chance kommt, dass morgen die Nachrichten auf Plattdeutsch markt, quasi dann konfrontiert war mit diesen Wörtern. Aber so ein Alltag, die Leute, die auf Plattdeutsch snackt, der Hafen und Lüs über 80, der war nicht mit Quantenverschränkungen, wo ansehen, dass nur auf Plattdeutsch sagen will, der kommt damit nicht in den Müll. Mhm. Und damit einfach mehr Kontaktflachen geben, wo der aufeinander steht, wo er das aufbauen kann. Ja, wir habt das ja all in uns erste Rech von Kloglustert Markt. Da habt wir uns vorgenommen, dass wir über aktuelle Themen und Wetenschop und Selschop ob Plattdeutsch uns innerholt. Und da habt wir auch an Fälles Markt, dass uns de Wör fehlt. Und wir habt uns jemals vorher das Thema vorgenommen und überlegt, was für Wör Kunden in den Podcast vorkommen und habt da fürstlich ob Plattdeutsch mockt. Aber das ist ja normaler, wie es in Alldach eigentlich nie nicht mocken wör. Da habt ihr auch der Gästbericht, also das war nicht interessant. Die meisten habt ihr noch nie nicht über eher Expertise auf Plattdeutsch snackt vorher. Und wir habt ja dann schon mal so ein paar Wörter mit einer Hand gegeben für die Leute, dass die sich dafür ankicken könnt. Und viele habt ihr doch echt versucht und das wäre echt spannend zu merken, so, wo ans Gott sie doch mit dem, wo doll versucht sie das nur, klappt das oder klappt das nicht, oder wo kreativ sind sie selbst und das irgendwas mit einer Hand gibt, wo uns versucht ihr das, aber sogar da wahrscheinlich die meisten Wetenschaftlers, die auch Plattdeutsch snacken können, der hat vorher noch nie nicht was snackt und hat sich wahrscheinlich auch gar keinen Gedanken gemacht, wo uns wirkt nur über, weiß ich nicht, Entropie oder sowas auf Platz snacken.
Ja, sie habt ja auch gar nicht die Gelegenheit, dort das zu tun. Fällen habt ja sich normalerweise snackig auch bloß ob Englisch über mein Thema, noch nicht mal ob Deutsch. Und ich fand das auch interessant, was du jetzt siehst, das ging ja auch Fällen von denen, die sind plattdeutsch groß worden. Und die haben ja dann auch das Problem, dass sie aber ob das Feld, wo sie eigentlich ein Dach mit zu tun habt, sich da gar nicht gut drücken könnt. Klar können sie das aber nicht all Wörter für habt, um das zu beschreiben, was sie eigentlich 8 Stunden Dach machen tut. Ja. Und da man kehrt das einfach an Sprachverbilder. Also sowas nimmt dann ja auch passiv mit ab. Also wer ein nur was auf Plattdeutsch lesen, was quasi auf einem höheren Niveau ist, wo dann wirklich Wörter mit Bi sind, der wird ausdrückt, was ein bisschen finer ist oder was mit meiner eigenen Expertise zu tun hat, übernehme ich das auch passiv und kann das dann für dich auch aktiv umwandeln, wenn ich über das Thema snack. Aber weiß nicht, ob was das nun viel wissenschaftliche Literatur gibt oder sowas, der in sich ankicken kann, wo einen mehr oder Tau lehrt, wahrscheinlich nicht. Kenne ich auch auf jeden Fall nicht, nee. Ja. Das wäre ein Grautwag. Ein Plattdeutsch-Glossar für Quantenphysik. Ja, da wäre doch mal was. Da verfolgen, Tostellen. Aber wie mag das ja auch, biet Plattdeutsche all, wenn wir ob in Konferenz sind, die meisten von den Biedrich, die da sind ob Hochdeutsch. Mit einer fangt die Lüt ob Plattdeutsch an und dann Inleiden ist noch ganz locker flockig ob Platt und dann geidet aber noch das Thema hin. Sogar ein Thema, das im Plattdeutsch geht und sind sie nur wessel ich denn mal ob Hochdeutsch lieber. Also da sind wir noch nicht mal bei ein anderes Thema, da sind wir auch bei uns irgendein Thema und da mockt wie das auch eigentlich. Wenn wir wissenschaftlich das ankickt, wenn wir höher Gott, sind wir mit Hochdeutsche. Also damit wir uns auch vielleicht an der Ignes frotten. Ja, da passiert auch viele Motorsprachlers, ne? Da der dann sagt so, du gehst im Teilen oder du gehst im de Vereinskasse oder so, dann sagt er, dann bitte Gott auf Hochdeutsch sagen, da kann ich so nicht. Ob schon sehr eigens mit Plattdeutsch abwussen sind. Also. Und auch die Teilen, ob Plattdeutsch kennt, ja. Ja, genau. 2022 bin ich ja insteigen oder erwählt worden in den Plattdeutschen Rot von Schleswig-Holstein. Oder nee, 2019 bin ich ja angefangen wie ein Heimatbund damals und in der Utschüss ist wirklich Plattdeutsch schnackt worden, also in den plattdeutschen Ausschuss. Und das hätte mich wundert und das wies das eigentlich. Ich habe all gar nicht verwacht, dass in ein Plattdeutsch Gremium wirklich Plattdeutsch schnackt war. Oh. wie das eben so ist, als sie das beschrieb, ne? Das ist auch nicht in allen Bundesländern so. Also auch wenn wir uns ankickt in den Bierort, wie eine Landtagspräsidentin in Schleswig-Holstein, auch dort Plattdeutsch schnackt, auch wenn das die ein oder andere selbst nicht kann, aber dort ernsthaftig auch eins ob Plattdeutsch aufhandelt. Das ist aber auch ein von den wenigen Gremien auf dieser Ebene, wo das so passiert. In anderen Ländern ist das nicht so. Du ist klar eins auf Hochdeutsch. Ich würde sagen, wie stieg doch nun mal ein Betten deeper in und Gott de unterschiedlichen Fälle dör und kickt uns dor Biesbellen an, das sich auch ein Betten konkreter vorstellen kann, was das geht. So, ob der Handlicht natürlich sprach Utbau, habt wie auch just all hat, wör Utbauen. Vielleicht mal jeden von jo ein Biesbell, wo das nötig deit, vielleicht wo ihr einen Fürslach habt oder wo auch noch kein ob der Hand liegt, wo wir einfach noch nicht weht, was wir davon mockt. Jan, machst du Anfang? Ich bin nicht taubplump, aber die Antwort ist eigentlich, aus meiner Sicht, überall durch, wo das neu dich deit, wo was nämlich fehlen deit. Und wenn du was berichten wollt über die Welt und du hast das plattdeutsche Wort nicht, dann muss das aber her. Also, Beispiel, jechenswann werden wir wieder Swinswohl in de Kieler Föhr. So, und dann habe ich gekeken, ist Swinswohl überhaupt das plattdeutsche Wort? Und da ist, wie Ruth sagt, ja, wir wollen wohl Swinswohl sagen, aber als Hauchdeutsch Kognat. Kevin, was ist ein Kognat? Das sind wir ja, die miteinander verwandt sind. Und auch, wenn ich das Swinswohl sage, dann lettert natürlich an den hauchdeutschen Schweinswahl direkt denken. Aber der Aulen wir, to Hansetit, die wären noch der anderen. Also wir haben dann in anders Broken keken, sogar noch Bett in Französische. Und da ist doch relativ deutlich geworden, dass das aule plattdeutsche Wort Meerswien, also nun nicht bitte an die Meerschweinchen denken, Meerswien wen ist, oder aber Dickfisch, was wir denn auch gesagt haben. Ich glaube, wir bin Meerswien sagt. Mit den Angang des Brok wir Trüchter geben. So denn ich den Fruch überall durch, wo ein Lok ist, muss das stoppt waren. Du habe mir ehrlich gesagt, das Lok überhaupt nicht abholen. Bei den Swinswohl. Das ja, okay. Nicht mag, dass ein Lok ist. Ja, wir können ja auch Swinswohl sagen, als Kognat funktioniert das ja. Aber die Frucht ist, was wir uns nicht mehr ja Meuch geben wird. Kevin, fällt dir was in? Also im Beispiel, das wir Markt habt, ist zum Beispiel Nachhaltigkeit.
Natürlich kann er Nachhöllerkeit oder sowas sagen. Wäre aber stimmers nicht so passlich, da hab ich ja dann gesagt, vielleicht ist Dursamkeit. Beter. Das ist so ein Wort, da können sich auch für so als Kalk nachbauen, so als Wienswahl, ist dann auch was nicht so passlich und da ist dann Dursamkeit beter. Und da gibt es auch Wörter, die da hab ich einfach noch keine Lösung für. Also Beziehung zum Beispiel, hab ich halt viele was nackt, gibt halt nicht wirklich eine Lösung für. Ich glaube, vorher wird das auch gefragt mit Heizung, sind sich auch so viele Lü nicht über bewusst wen. Ich glaube, in Sass da nur sowas als Beutkassen oder sowas in. Oder Beuter. Aber ich glaube, da hab viele Lü spontan auch erstmal keinen Ohren. Und das macht einen doch total glücklich. Du nur über Tosnacken, ob das Thema nun bin Rimtag niedeln. Will wir das einfach mal mocken? Jo, man tut, und sind wir hier. Die Dursamkeit. Ist das, wie bild uns in, also Arne, Lentfö und ich, das wie das etabliert habt, wie Plattrodeo? Ist das tau narzisstisch? Ja, kannst du gern sagen. Das ist auch schön, dass irgendwie viele ja gar nicht mehr wissen, wo sie von weg kommt. Und ich mochte den Prozess beschrieben. Der ist relativ einfach. Die Frage ist ja immer, wo ernst kümmst du tau, der du nu brucken das in den Spruch. Und bei der Nachhaltigkeit wäre das nicht saus vor. Du bist ja relativ gau, was ist nachhaltig eigentlich? Ja, das muss dauerhaft werden oder dursam. Und dann kriegst du, was mag denn eigentlich unsere Brüders und Süsters in Niederland? Und dann hast du alle Dürsamkeit oder so ähnlich. Dürsamkeit. Und damit, und das ist dann eigentlich das plattische Wort, kannst du ein zu ein so nehmen. Ich mochte an diese Steh ganz kurz aber all so einen Utblick vernehmen, ob die Morphologie, die spielt auch immer eine Rolle. Wir haben denn nämlich eine Diskussion, hab wir überhäuft das Suffix keit in Plattische oder hab wir so, als das auch in Skandinavische ist, hab wir bloß das heit. Aber du hast nur Dursamkeit secht. Also historisch gäbe das ja bloß heit. Und keit ist davon kommen, dass ein Ich heit secht hat. Das ist dann Ich heit utsnack worden und dann ist dort keit worden. Und nun gibt es da wieder Fälle, wo ein Ich keit sagen kann. Also das ist quasi die Etymologie dahinter. Aber heit wäre eigens früher auf Plattisch bloß der einzige N. Nicht heit und keit. Also die N mit der ein ut Adjektiven eben, Substantiven moken kann. Ja. Und da ist natürlich dann die nächste Frucht, bloß immer zu illustrieren, wo vielschichtig der Diskurs ist, denn du, wo wird trüch goig, das rogt natürlich auch der Purismusfrucht, und was nehme ich nicht doch nur an rezente Phänomene einfach in mein hüdiges Platt mit ob. Das ist natürlich, dann kommst du auch in die Sphäre von den Smack, ne? Das heißt, du wärst der in einer Diskussion, wir können uns nur utsposen bei den Striden, du wärst Kevin, der in einer Diskussion sagen, wo keit als substantivieren Suffix ist für die in hüdige Plattitsch in bu-bohr. Genau. Also würde ich sagen, wie das echt bannig viele Wörter damit ihr will habt. Und da kann man sich gar nicht mehr wegdenken. Da gibt noch niederdeutsche Dialekten, vor allem der auf der Niederländische kannt, der bloß heit habt, wie das auch Niederländisch bloß heit hat. Vielleicht hat das auch so ein Verbinden miteinander. Aber ich will nur den Main vertreten, dass auf der Deutsche Kant so Nordniedersassisch keit nur überall zu finden ist und dass wir das nur quasi annehmen wird. Das will mein Main. Ich weiß nicht, was du in anderen Main vertrittst. Ich glaube, ich bin bei dir. Ich helfe aber lang mit Arne Lentfö. Das ist ein Dichter, Aktivist aus Lübeck. Und wer mein Kollege wie Plattrodeo. Ich helfe mit Arne Lentfö. Ein Kollege hat die durch puristischer rangeht. Also das Suffix heit. Denn eigentlich bloß allein für sich angenommen hätte. Ich weiß nicht, wo uns das nur hüdigen durchs UZBM. Aber das ist ein Frucht, ne? Aber wie das Wort denn oder überall? Also auch denn wie Gerechtigkeit? Ich will ihm nur nicht Unrecht dauern. Und selbst wenn das nicht stimmt, ist ja egal. Das scheint ja bloß ein Beispiel dafür, wen, wo uns ein Gespräch feuern deit. Ja, aber das besinnt mich auch so ein bisschen an das sölvige Phänomen mit der Versilben er und end. Ne, da gibt es ja die sölvige Diskussion. Also nehmt wieder
Versif, sowas als erfinden oder sowas, nimmt wie das an. Da viele Lieder Mitte wie sagt, früher gäbe das auf Platt, dann ist das utstorben und nu können das Wetter aber der Deutschen im Flot, nicht dem Plattdeutschen im Flot. Eigens hat sich, wie das auf Plattdeutsch utstorben ist, eigen Wortbaumittel rutwickelt, also entwickelt, das nu sich wie ertrinken, verdrinken oder erfinden ist dann rutfinden oder utfinden und damit dann kicken, okay, sech wie nu so viele Lü sechtert, also sechtert oder brugt dat, wie nur davon umgehen könnt, okay, da Gift ist Versif oder sech wie dann nur doch noch ein bisschen präskriptiv, okay, eigens heuert das auch im Moment gar nicht to, de plattdeutschen Sprachbaumittels. Mit Erfinden hast du auch just einen von den wirklich problematischen Punkten Rutsöcht, ne? Gift noch ein paar mehr. Eigentlich sind wir gaut bedient in Plattdeutsche mit das Präfix fair. So als ja auch unsere Brüders und Cousinen in Niederland und Skandinavien das hantieren dauert. Und viele junge Plattdeutsche, die aktiv sind, auch im Internet, brucht ja das Wort obfinden für erfinden. Also verfinden wird sich komischerweise nicht an, ob klingt das ja das Logische wäre. Und du hast auch die Frage, worum eigentlich nicht? Was ist da der Punkt in uns intuitiv Sprachgefühl, der da sagt, ja, eigentlich sagt wie mal fair, versuppen, verdrinken, verköhlen und so wieder, aber wie verfinden will wieder denn nicht? Also überall deiter Joke nicht passen. Also ich glaube, das sind mehrere Funktionen, ob der silvige Versif zusammenführen, ob eher. Also ein sagt ja auch nicht verrecken für erreichen, oder sagt ja berecken. Also da gibt es verschiedene Versiven, die dann die verschiedenen Funktionen umfüllt erfüllt von der Versif eher oder auch von End. Also eigens ist das ja kreativer, dass einem Plattdeutsch mehrere Wortbaumittel hat, die ob Deutsch quasi ob der silvige Versif zusammengefunden sind. Das heißt, wenn du was erfindt, dann wirst du schreiben, hey, hat das erfunden? Nee, dann würde ich sagen, hey, hat das Rutfun, genau. Ja. Rutfun, Utfun vielleicht auch noch, ordnet er. Genau. Erdecken ist dann Obdecken, Rutdecken vielleicht auch. Ich finde, wie erkennen, zum Beispiel auch interessant, da können wir zwei verschiedene Bedüden unterscheiden. Also Wetter kennen ist, dass ein ja wirklich was Wetter kennt. Also macht irgendeinen Sinn, dazu sagen. Und das ist ein Litte anderer Bedüden als bei Rut kennen. Also da hast du eine Menge von verschiedenen Elementen und einen davon, der kennst du Wetter und dann kennst du die Rut und das ist eine Menge. Und das im Verschied hätte in der Deutsch zum Beispiel nicht. Das passt ja auch zu das, ich sag mal, das aule Plattdeutsch, was du auf der Stroh noch hörst. Also ich hef die gar nicht wer kennt oder ich hef ihm gar nicht Kind so gau. Also ich habe ihn so schnell gar nicht erkannt. Ich hef ihm gar nicht Kind so gau, ne? Ja, also war das ja wegschmeten. Das ist ja auch die Frucht. Ich glaube, das steht auch im Achtergrund, wie das verwaben oder das waben. Ich möchte das erwerben, ich will das waben oder ich will das verwaben, dass gelegentlich du auch einfach das Präfix wegschmieden kannst. Ja. Schau ein Beispiel, ich will was erleben, ich will was beleben. Du hast das mit das B, dass du utwiegen deist auf andere Versilben. Ja. Und das ist echt ein Thema, für das ich auch überhaupt kein Läusen habe. So viel Ehrlichkeit mit wen, dass wir mit Öner doch ziemlich lang nodenken mit und auch so ein Openloten mit. Aber ein Mittag morgen. Ja. Und wenn wir dann nun quasi das Nein, weil ja dann abtaken könnt, damit sich Analyse keinen Gedanken mehr darüber machen. Das habe ich in den letzten Podcast hier mal gesagt. Wir sind ja ganz weit fern, Sprog und Boot, und bist ja wirklich ganz weit fern, wo noch der Wind scharf blosen deit und das noch hölchen kault ist. Und natürlich magst du da Fehler. Und selbst wenn du dann sagst, die Frau hat etwas erfunden und du magst in der Ut, die Frau hat was opfern. Du magst ja, was unter Sprekergruppe dann auch kommt. Und du kriegst ein Gefühl dafür, was durchgeht und was überhaupt nicht geht. Und so denke ich, ist der Prozess natürlich dynamisch. Ja. Aber das habt ihr auch bei Plattradio Markt oder habt wir auch gemacht, dass denn bei anderen Texten von Analy, dass neue Wörter von Redaktion abgenommen worden sind, wo ein vielleicht gar nicht diese
Relation zueinander sehen hat zwischen diese Lü, aber dass die ja dann wirklich in das Brückergruppe mit abgenommen worden sind. Und vielleicht in Anna auch nicht, aber das ist dann schon mal so ein Prozess von den Konventionen, wie die Lü denn selbst. Das heißt, Brok und Bu ist nichts, was allein in jechens ein lütte Stuf passieren deit. Da muss auch so ein bisschen mediale Strohlkraft dort achter sitten natürlich, damit das dann auch ringeht in der Sprekergruppe. Ja, das auf jeden Fall. Ich war auch nicht müde zu sagen, dass wie Sprock für Billa brugt und dass die Chance haben wird, diese neuen Wör auch in die Sprekergruppe rinzudregen. Anders hört uns das auch nicht wieder. Kickt wir uns doch nochmal an, wo ans Nähe Wör finden kann. Da gibt das ja nun nicht so ein Rezept, wo ans ich da fürgern muss, um denn mein Wort zu finden. Kevin, machst du mal den Instich mocken? Wir habt da ja verschiedene Möglichkeiten, wo ans so was abfloppen kann. Einen davon, um betten hier das Ut zu führen. Ja, also so hast du gesagt, da gibt echt ein Reich Möglichkeiten. Erstmal kann in das Brock selbst kicken, gibt da vielleicht noch von vor 50 Jahren noch ein Wort, das eigentlich man da beteiligen wurde, Lü von da vielleicht bloß ein deutsches Wort sagt. Dann ist das natürlich immer gut, da vielleicht wieder zu bestaken und wieder zu bruken. Ein kann vielleicht einfach ein Kalkmorgen oder deutsche Wort, das nachbauen, Zwienswohl, happy nur hat, kann funktionieren, kann auch bei anderen Sorgen vielleicht funktionieren, dass ein der Deutsche als Vorbild nimmt und dann der Enkel im Baustein auf Platt übersetzt. Gibt bestimmt auch Leute, die würden dann gern bloß die deutschen Bestandteile beholen. Da wäre ich nur nicht so der Fan von. Das finde ich ein bisschen unkreativ oder ist nicht so viel Aufwand, Obbrug worden für. Das ist der einfachste Weg, ne? Ja, genau. Und das ist auch der folgendste Weg. Also der wirklich passiert, wenn Lüs nackt auch so in einen ordentlichen Zusammenhang oder so, wo ein auch denken wir, dann hätten nur für dich auch ein bisschen einen Anspruch an eine Goldqualität von der Plattdeutsche passiert, da folgen, dass dann einfach die Deutschen wir ja rin Haut bad. Aber das kann ich ja auch. Also ich als Plattdeutsch-Sprecherin kann das ja auch. Hochdeutsch kenne ich, hol ich einfach rüber. Du hast gesagt, ich kann kicken, was früher all in Plattdeutsch begängen wäre, was das vielleicht noch für wer gäf. Woans kann ich das denn gut finden? Ja, also ich glaube, das Einfachste ist, den Grautöllern vielleicht zu interviewen oder zu fragen, was sie da noch ein Wort für kennt. Da kann er manchmal Glück mit haben. Anders gibt es natürlich Wörterböcke, so aus dem Mensing für Schleswig-Holstein, der natürlich auch ältere Wörter noch mit abtekend hat. Man kann auch in andere offizielle Wörterböcke noch kicken, die vielleicht das auch noch abtekend hat. Aber anders ist das auch nicht schlimm, was so heel einfach für die enkelte Person das zu recherchieren. Ja, das hätte ich Mutter eigentlich auch so ein bisschen Achtergrund weten haben, oder? Genau. Und das kann er eigentlich nicht voraussetzen, dass das eine Person hat. Und da sind wir auch was auch wieder bei der Thema, der Brug vorher all Sprach für Bilder. Das hätte Lü Mütter quasi passiv von einer Lü, die das recherchiert hat, abnehmen. Was kann ich denn nun tun, wenn mir ein Wort fehlt? Kann ich mir an Jo wenden? Ja. Also ich brauche ja vielleicht einen Anlobsday, wo ich Hilfe kriegen kann. Also ich glaube, die Lü sind natürlich immer willkommen, gern das Niederdeutsche-Sekretariat anzuschreiben wie im Wort. Auch Enke de Lü, die sich damit beschäftigt, die kann er sich also auch gern anschreiben oder auch die SAS-Redaktion oder das SAS-Wörterbuch. Aber der zentrale Stil fehlt. No. Ich meine, das ist natürlich wieder so ein direktiven Gedanken, wie denn natürlich ein obrechten Demokraten Kaule Feut kriegt, also nur das Motto, das Zentralbüro für plattdeutschen Sprachausbau. Aber jechens ein Steh, die natürlich auch die Legitimation hat, ob jechens ein Ort, die sowas vergeben kann oder an die zumindest Arbeit wart. Sie haben letzt biet Niederdeutsches Sekretariat ein Wort. Du, Christiane, mir noch anschreiben und frucht, was ich da sagen vor. Fallt die das noch in das Wort? Das wäre was ute Körperschaft. Ja, Körperschaft. Das wäre als wie das Niederdeutsche Gesetz übersetzt habt. Von Land Brandenburg, das erste Land, was wirklich ein Niederdeutsche Gesetz aufstellt habt. Und da habt ihr auch gemerkt, dass Plattdeutsch an seine Grenzen kommt. Genau, Körperschaft. Jan, und da hast du mich wiederholpen. Was ist da von Worn damals? Wir werden beide nicht mehr, ne? Wäre dann ein Mordshop? Mordshop. Ja, genau. Und Worn ist denn der Mordshop? Weil die Körperschaft am Ende erstmal nichts anderes ist als ein Hauptschluss, ein Hauptbund von verschiedenen
Lü mit ein Interesse. Und das ist ein juristischen Terminus, aber liegers die irgendwie jechenswo übersetzt waren mod. Und was hätte Sass davon mogt? Der hätte einfach einen Verein von mogt. Ja. Und das wäre aber noch tau eng. Ja. Ne? Ja. Und dann ist da der Modshop worden. Und das ist klingt ja relativ old, aber ist plattisch. Der Modshop ist ein plattisch Wort. Was wahrscheinlich, ich bin kein Jurist, was wahrscheinlich passen kann als entsprechend tau Körperschaft. Ja. Aber das ist denn, das sei ja bloß ein Beispiel, wen dafür, wo ans das Laupen ist. Gut, sie sind das Niederdeutsche-Sekretariat, sie sind die Geschäftssteh von den Niederdeutschen Bundesrat. Und du hast dann jechens einen Menschen anrauben, dann bin ich den taufällig wen. Und so ist das dann hin und her gehen. Aber das ist ja nichts, wo man sagen würde, das ist nur offiziell legitimiert und so verstanden kommen. Und das wäre ja nur echt was Scheuns, wenn man ein Büro hat, eine Kommission, die an diesen Spruch und Bu arbeiten kann, wo Luder vernünftige Gaut und Bilder Lü mit erfahren sitten dauert. Als ersten Step würde ich da aber auch als Anlubs die neue SAS-Redaktion sehen, die ja nur inset worden ist. Diese Redaktion schall sich just mit den Sprach Utbau auch beforten. Wie schrieb in den Shownotes nochmal die Anschrift, wo ans ihn de fortkriegen kann und auch in den Beitrag dort. Und die schütt so wir sammeln und in der Redaktionsgruppe denn fürstlich dort morgen, wo ans dort passliche plattdeutsche Wör für Funden waren könnt. Likas Jan gef ich die recht, das ist der erste Step erstmal bloß, to in gröderes der in dich Hand zu finden, wo auch elk ihn weht, dort krieg ich Hölp mit just so'n Fragen. Wir werden aber noch nicht ganz zu Ende mit den Möglichkeiten, die ihn hätt im Nähe Wör zu finden. Jan, was fällt dir doch noch in? Wie Platt Radio habt ihr doch elk ein Dach mit zu tun hat? Was habt ihr doch noch mockt? Das Scheune wie Platt Radio wäre ja das, wie du immer von das N her dacht habt, wie wir von N her denken müssen. Denn und dann muss ein Wort durchwehen, denn und dann muss ein adäquaten plattdeutschen Udruck durchwehen. Und darum sind wir natürlich dann weggegangen, die Foken Gautau Resultaten führt hätt. Das erste ist, wenn du wirklich so den Intuit schauen nicht auf den grünen Twiech kommst, kriegst du bitte, ich sag mal wer das Wort, bitte Bräuders und die Cousinen nur. Also du kriegst, was ist sonderlich in der schwedische Sprach und sonderlich in der niederländische Sprach. Was sagt die? Und wenn du dort nichts findest, was die wirklich hörten deit, dann hast du immer die Möglichkeit natürlich ins Latinische oder Griechische zu gripen und die zu behörden, das ist das, was ja viele andere nordseegermanische Sprachen auch mogt. Also da warten eben die Hubschrauber, ein Helikopter. Ich selbst habe ja einige Jahre in Hamburg die plattdeutschen Nachrichten auch mogt, bei NDR 90,3 und da wäre ich noch so ob den Trichter, und da kann man sehen, das wandelt sich auch in den enkelten Menschen, da wäre ich noch so ob den Trichter, ich finde ob Plattdeutsch wirklich kein Wort für Hubschrauber. Ich kriege das einfach nicht hin. Hilfschruber als du das verschleit, kann ich nicht mit leben, worum auch immer. Börschruber, habe ich bloß ut Spoß mal secht. Also ist der Hubschrauber bleiben. Aber bei Plattradio habe ich denn das mogt, was auch andere Standardsprochen an der Nordsee mogt. Wir haben in diesem Fall ja in Griechische Gräben und den Helikopter genommen. So. Ja. Und dann, das, was Kevin all utführt hat, der Feuerbeuger. Und sicherlich bei Mensing findest du noch heel viel. Sogar noch, also Mensing nimmt ja den Sprachstand von Anfang von 20. Jahrhundert ab und das sind noch Schichten, die noch verbinden, habt ihr noch ältere Schichten. Also zum Beispiel Einspruch, juristischen Terminus. Was schon wieder Einspruch sagen? Das ist ein Taufallsfund. Normalerweise wollen wir über das Kognat gehen, ne? Über das Hauchdeutsche und Innsbruck morgen, ne? Innsbruck oder Innsbruck. Aber das gibt ein old plattdeutsches Wort.
Inpass oder in der assimilierte Form den Impass, wobei ist natürlich Quatsch, also Inpass, ist ein Frucht. Muss man natürlich juristisch erstmal abkloppen, aber ich hau das hin und einfach als Beispiel mal gut. So. Und dann auch noch andere Feuerbeuker. Ich meine, wir habt ja mit das Mittelniederdeutsche ein Tiet hat, wo nur wirklich das Allermehrste auch in der Haugendomänen ob plattisch regelt worden ist. Was ist mit sowas als Kevin, du bist von Fuck, Lübben und Lasch und so wieder. Ja, von dat Fuck bin ich nicht. Also mit Lübben kenne ich mich nicht so gut. Ja, aber also bei Lübben haben wir uns bedient, finden auch im Internet, das Mittelniederdeutsche Feuerbauk und das halbt. Also da bei Lübben wären wir zum Beispiel gegangen wegen Sackgasse. Was echt wie auf Plattdeutsch Sackgasse. Sackgott. Ja, gut wieder über das Hauchdeutsche und muck da eben ein Kognat von, muck da Sackgot. Arne Landfir, mein Kollege damals bei Plattrodio, kam dann mit Gaghol eben um der Eck, wobei dort der Fruch ist, was das nicht ein Sieder-Stilniveau ist, was wie denn, wer dann nicht bedeien wird in den Nachrichten. Ja. Ist spannend, ist interessant. Mir mag das wirklich viel Vergnügen, auch so über Nähe Wörner zu denken. Ich lüfte das dort wie Aldre ganz gern. Ich muss am Betten hier kicken, dass wie wiederkommt, dass wir uns nun nicht durch Binnen verlehrt. Wird wie nochmal noch die Grammatik hinkicken, Kevin. Auch hier ist Utbau nötig. Vielleicht machst du da mal ein bisschen nöm. Ja, ich glaube nicht bloß Utbau, auch das Abholen von nähere Rutwickeln in der plattdeutsche Sprache. Gerade bei jüngere Leute ist das ja so, dass die gar nicht mehr zu 100% mit Plattdeutsch aus Muttersprache abwasst. Die kriegt dann bloß von der Norwest mit, bloß ein Day von den Großeltern und die hat dann gar kein zu 100% aneigend Sprachsystem. Die kennt dann bloß Dellen davon und den Rest dann füllt sie dann bloß mit deutscher Form ut. Und er mag das auch bei der Grammatik, dass sie da dann quasi deutsche Form rinschummelt, wie das sie sich vielleicht gar nicht so sicher sind, aber der plattdeutschen Form. Also bei der Artikel mag den empfohlen, dass wenn der deutsche Artikel ein Nasal hat, dann baut sie das auch auf Plattdeutsch nach. Also zum Beispiel, ich snack mit den Lü oder mit den Lü oder so. Aber noch die nordniedersächsische Grammatik wäre diese Form nicht grammatikalisch, so als das nur ist. Macht sich natürlich ändern mit der Junglüs, braucht man eine Gifter Jimmers, auch das braucht Kontakt, aber ob es uns ist das so, dass das erstmal nicht als grammatikalisch abfahrt wird. Und ich glaube, da mit den auch zum Beten nauer kodifizieren, von was für ein Grammatikgott, wie gut das quasi der Ohrtypische ist für das Nordniedersächsische, von das wir ja die meiste Zeit snackt. Also was will wir ansetzen, als das, was quasi mehr standardisiert ist. Und da mit dann echt schon was auch, vielleicht auch so syntaxische Sorgen, also ich gehe bi und mag das anstelle von ich bin am Machen oder ich bin am Morgen oder so. Da gibt es viele verschiedene syntaxische andere Formulären, die da auf Deutsch nicht gibt, die auch was dann mit wie so ein bisschen utz darf und damit eben vielleicht das ein bisschen mehr beführen, dass das wiederbrucht wird. Also nun sind wir von der lexikalischen Ebene, ob das syntaktisch-morphologische flach kommt und das echt auch ein Thema, ne? Also sonderlich wie neue Plattdeutsche oder mach wen auch aule Plattdeutsche, die aber dann mit eins sich in einen offiziellen Kontext sich räucht oder räugen schütt mit Esbrok, wo viele Lü hörst du, die sagt, Lever Gau der Weihnachtsmann, also ne, Morphologie, das ist überhaupt kein Fleck schauen für ein Plattdeutsch Adjektiv. Das gibt das nicht, dass ich Lever Mann sagt. Oder gibt das Dialekten, also nicht in Nordniedersachsen? Nee, also da gibt es Dialekten, aber nicht, also das sind nicht die Leute, die das sagen. Die wird dann wirklich Nordniedersassisch snacken, aber der sagt dann auch Forken, also Lever. Und das ist nicht die Form, die typisch ist für das Dialektgebet. Ja. Und du hörst das ja nicht bloß, du lest das ja auch. Ja. Ne? Klar. Also, klar. Ja. Also, und das ist wirklich, da krümmt sich in mir schon was zum Beten, was? Wobei ich das auch wieder nicht sagen will, das ist aber bläut. Das ist einfach was passiert. Und das passiert in einer Situation, wo, Kevin, das Sprachvorbilder fehlt. Und darum, Christiane, die graute Naut, wie brucht Sprachvorbilder, ne? Der brucht wie. Aber ich will wohl einen so
Du und ich, Christiane. Na Jan? Wie beiden. Kommt nur. Wir sind auch dabei. Wie gesagt. Nee, ich nicht, Jan. Ich sag nicht wie gesagt. Ach, da bin allein ich dann. Ich sag, as secht oder as ich secht hef. Okay. As so viele Plattdütsche, sag auch ich, wie gesagt. Wie gesagt, ich hef das ja gesagt. Tatsächlich wirklich nicht. Ja. Also wirklich, das ist ein hier nur Schleswig-Holsteinischen Kram. Ich hef da bloß zu Schleswig-Holstein. Ja? Ja. Das ist natürlich ein echter Hochdeutschismus. Ja. Aber die sitzt so fast. Na, aber klar. Also normalerweise als anständigen Sprok ut Bua muss ich natürlich, oder Sprok Bewohrer auch allein muss ich natürlich sagen, als ich gesagt habe, oder was will ich. Geht doch. Aber so ein Socken, das in verkehrte Socken lässt, kommt ja auch Forken für, wenn Plattdeutsch mal in de Warf brugt wart. Dann kommt so ein Socken als Levergoda, weiß ich nicht was. Oder gestern wieder, habe ich Wodder drunken in Nordfriesland, ein Buddel Wodder, was da ob Beden führen. Ja. Ne? Also es geht meint, sowohl ein Seng, du ist ein Beten Gaspen, also aber Schräben ist das, als das hochdeutsche Beten. Und das mag fehlen denn auch gar nicht, aber da habe ich dann doch gedacht so, oh, hauaha. Hast ich das Wodder drunken hef. Ja. Ich glaube, wie wenig Liebesdeit auch der Kenntnis, dass das überhaupt schrieb wie ein Gift. Also der schrieb echt so, als er das hört. Selbst denn, also wahrscheinlich habt ihr in der Redaktion, wie der Wort hat, dann einfach gesagt, Gift hat hier eine Plattdeutsch kann und dann sagt er ja und dann schrift diese Person bloß so, als er das hört und dann war gar nicht als gegencheckt, wie das denn gar nicht davon umgeht, wie Plattdeutsch Schuld in den Ansprüch haben, eine ordentliche Form zu söken oder überhaupt zu recherchieren. Der denkt wahrscheinlich das lang, wenn er im Beten stimmt und der Lü lacht und das langt dann. Aber das schon nicht lang. Und damit hast du echt einen Punkt, Furt. Wir sind ja hier, und das muss uns echt klar erwähnt, wir sind hier auf einem tämlich einsamen Eiland, wenn wir drei hier so snackt. Und auch die Lü, die sich diesen Podcast anheuert, sind wahrscheinlich von Grautendale selbst echte Experten. Ich will eine Anekdote vertellen. Ich habe mal für eine Rundfunkarbeit und schon ein Plattdeutsch-Interview mogen mit deutschen Truppen, die in Afghanistan damals noch wären. Und du hast dann ja auch einen Fund, der du Plattdeutsch kann, und mit denen habe ich dann telefoniert. Und du hättest dich gut gestellt, als ich mit ihm telefoniere, die können gar kein Plattdeutsch. Was die mogt hat, ist sie in Hauchdeutschen beten Breder tau schnacken, so als Captain Blaubeer. Und das hätte er selbst auch für Plattdeutsch holen und auch seinen gesamten Staff, den er um sich rum hat. Das heißt, vielmals ist die Realität, wie das wir hier über Präfixe und was weiß ich schnackt und morphologische Anachrom, dass viele noch nicht mal weit, dass Plattdeutsch wirklich in der Welt ist als eigenes Sprach. Und das, was sie dann mal an Moin Moin, na, alles klar, für Plattdeutsch hault. Ja, oder nicht langs Nacken, Kopf in Nacken. Ja, also ich wollte bloß mal die Stimmung hier drücken. Ja. Hast du wunderbar gemacht. Danke. Vielen Dank, Jan. Das wies aber auch, das bringt nichts, wenn wir dreh hier in uns Lüt kommen, wo das Bilüten kommodig warm ist, uns aber diese Socken utuscht uns dreht und doch nicht an der Analyse rankommt. Das hat een brugt de Chance, dat no Buten zu drägen in des Breckergruppe rin zu drägen, wie brugt een sen, wie möt dat senden können. Habt ihr Ideen, wo ans wie, wer da mehr dahin kommt, damit gut zu kommen? Die verleiden Volk von diesen Podcast hat sich im düsse Fruch auch dreit, wo ans wie tau auch rein technisch, aber auch personell eben tau der neudigen Verdeilers kommt, die Relais das schauen. Ein Verslag hätte es in der Wirklichkeit geben, das wäre das Verkommen von Plattrodio, Bet N von 2023. Und das hätte ja also ein paar Effekten hat, das kann man merken. Und die Sprokenplan Niederdeutsch 2050, wo es ja auch jümmers ut sein wart mal, wart sag's noch mehr von so ne Relais das schauen, Förslohn, fördern, die neulich sind. Wie habt merkt, das ist ein ganz wichtig Thema für den Sprogplan, der Sprog-Utbau und wo ans hier auch inner de Lütbräucht waren kann. Ja, liebe Tolusterschen und Tolusterers, wenn ihr noch Anna-Fragen an de Gäst oder Trüchmails habt, dann schrieft uns doch gern an info@niederdeutschsekretariat.de.
Und wenn jo das Dremel gefallen hätt, dann lot uns man gern in Like door oder vertellt jon Lesten davon. Das wird von uns wieder geitert in den nächsten Dremel mit Kloklustert. Wie die nächste Folge von Kloklustert snackt Christiane Ehlers und Kevin Behrens darüber, was Brockpolitik mit der enkelte Person zu tun hat. Das heißt, wir kicken uns erstmal an, was für rechtliche Raum es gibt und wo ist das Brock in der Schule. Wie wird uns konkrete Fragen für nehmen? Dürf ich eigentlich ob Plattdeutsch heiraten oder ein Antrag biet Amt ob Platz stellen? Wir wird auch noch mal ein paar Tipps mit an der Hand geben, wo sich und ein selbst politisch engagieren kann. Das und mehr kriegst du Tokom weg, wie Kloklustert zu weten. Kloklustert.